So, grüezi wohl. Wer ist Laura? Sie ist stolz auf ihre Haare, will eigentlich gefilmt werden. Ich bin Festhalten. mega fest schrecklich. Hallo. Ja. Wir sind jetzt in Peru mittlerweile. Ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen. Ja, ich habe eine neue Sonnenbrille, einen neuen Hut, weil wir alle verloren haben. Ja, und wir sind hier am Strand, haben einen schönen Cueva gefunden. Und es windet ein bisschen. Ich weiss nicht, ob man mich noch versteht, aber es ist schön, wir sind hier alleine. Wir sind jetzt mit dem Quad gefahren. So, guten Morgen aus Cajamarca. Cajamarca ist eine Stadt in Peru, wo der letzte Inka quasi gefangen worden ist. Wir sind jetzt gerade mitten im März. Laura ist hier gerade voll am Sachen kaufen. Es sind viele Strassenhunde. Man findet wirklich alles. Also, es wird hier alles angeboten. Von Reis zu Mehl zu wirklich allem. Voilà. Zu Fleisch, zu Gemüse, zu wirklich alles. Also, es ist unglaublich da. Das ist ein riesen Markt. Ich glaube, in Amerika noch nicht so ein riesen Markt. Pardon. Ja, und alles. Alle Leute sehen so mega nice gekleidet aus, so die Einheimischen. In einem Hütchen und im Rock mit einem Zopf. Voll. Und ich da wieder letzte Larry. So, guten Abend aus Cajamarca. Wir sind hier in einem Zimmer heute mit einer Deutschen. Hallo Laura. Wir sind da gerade am Vorbereiten, weil die Deutsche hat da irgendetwas organisiert mit irgendwie ein paar Einheimischen und irgendeiner Designerin und einem Guide, dass wir jetzt morgen zu irgendeinem random Inka-Stätte gehen. Wir wissen es selber nicht, wir kommen selber nicht raus, wir müssen um 4 Uhr morgens aufstehen, jetzt gehen wir morgen nicht hin. Ich bin mega gespannt, was das wird. Ich bin hyped, ich habe meine Drohne dabei, ich nehme meine Kamera mit. Und anscheinend ist es so wirklich ein Ort, wir müssen nur Benzin müssen wir ein bisschen mitzahlen, sonst zahlen wir nichts. Weil es ist einfach wirklich noch nicht ein etablierter Touri-Ort. Und sie wollen es irgendwie so ein bisschen zu einem Touri-Ort machen. Voll. Ich bin sehr gespannt, was das wird. So, guten Morgen. Nächsten Tag. Laura, sind wir gut dabei? Es ist eine sehr holprige Straße, jetzt ist es sogar gut, vorher war es Kiesweg. Wir sind schon seit 5 Stunden unterwegs. Vielleicht 3 Stunden geschlafen. Ja, 3,5 Stunden geschlafen, vielleicht irgendwie so etwas. Und jetzt kommen wir da gerade an einem wunderschönen See vorbei. Es ist ziemlich Savannengebiet irgendwie gefühlt. So Bergsteppen, irgendwie so etwas. Hey, ja, Was würdest du beschreiben? wie wenn man bei uns kurz bevor man in die Berge kommt, in die Alpen rauf, gibt es so ein bisschen die kleinen Dörfchen und alles ist so ein bisschen karg, aber es hat trotzdem etwas. Ja, voll. Gute Beschreibung. Und es ist mega trocken einfach. Ja. Wir kommen, glaube ich, gerade am Ende von der so Trockensaison. Voll, wie mein Humor. Ja, Mann. So, jetzt sind wir bei einer Ruine gewesen. Mega schön, Prä-Inka-Zeit. Also, um da im Nachhinein noch etwas über Marca Huamachuco zu erzählen, wo wir dort waren. Es war die grösste Festung vom Norden von Peru, bereits vor den Inkas. Und die Inkas haben die dann einfach übernommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, gerade einen Tag vorher, ist ein riesiges Feuer auf dem ganzen Berg ausgebrochen. Darum sieht man da auf der Aufnahme, dass ein Haufen Fläche nebendran schwarz ist. Der ganze Himmel hat so einen Rauch in der Luft. Und zu der Zeit, wo wir in Südamerika waren, haben
im ganzen Kontinent so viel Feuer brennt wie noch nie zuvor. Das heisst, den Rauch haben wir im ganzen Monat, wo wir von Ecuador, Peru durchab sind, haben wir die ganze Zeit einfach nur Rauch im Himmel gesehen. Ist ziemlich eindrücklich gewesen. So, wir sind jetzt gerade wieder Cochabamba, heisst es. Es ist riesig. Irgendwie so 500 x 500 Meter. Ja, ist kurz vor Sonnenuntergang. Das ist irgendwie noch Pre-Inca-Zeiten. Und dort oben, auf dem Berg da oben, bin ich vorher mit der Drohne geflogen. Die Drohnenaufnahme von da, es sieht auch, also es ist massive, es ist wirklich huge. Und alles uralt. Ja. Ist schön da. So, wir sind da in keine Ahnung wo, in Huaraz, neben das ein See drauf oder ein Hike drauf. Und es hat da einen schönen See mit schönen Bergen. Ja, jetzt sind wir am Gletscher, ich bin gerade mit der Drohne dort hochgeflogen. Ja, ist cool, ist ein bisschen kalt leider, es hat keine Sonne, weil langsam die Wolken vorkommen. Aber es ist cool, macht Spass. Also ein bisschen hoch, ich bin am Schnaufen wie ein Horn noch.